Welkom alle to de Vries Plottische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en we leren van de mooie Musikj Lia, besonders van Korden. Ein Kord ist eine Gruppe von ab wenigste 3 verschiedenen Noten, wat taubgestellt und taubgespielt worden, wat an Harmonie taub passen. Wenn wir verschiedene von unseren Noten nehmen und taub spielen, würden wir all Korden spielen. Die mochten aber an Harmonie taub passen. Wenn wir bloß irgendwelche Noten taub spielen, wollen die nicht immer Schein hören. Zum Korden verstehen, fangen wir an mit den Grundton. De Grundton ist der Grund für ein Kord, wo all dat andere wordt abgebaut. Dit wordt geschreven als ein Letter von A bis G. Ah, dit laat al een beetje bekannt, nicht so? De letteren A bis G zijn krijg die wat we für de Noten brengen. En dit is wo de Korden in Noten toepassen. De Grundton für ein Kord ist de Note mit dezelfde naam als de Kord. De naam für ein Kord kommt von den Grundton. Wenn wir de C-Kord spielen wollen, ist de Grundton de C-Note. De Grundton für de D-Kord ist de D-Note in so wieda. Aber wo weit wir welche Noten zu spielen für Korden? Wir haben nicht all de Hacks gebraucht ab de Jittoa. Was do wir mit die? Dit ist wo wir lernen von einer Toonstrakj. Eine Toonstrakj ist bloß den Raum zwischen 2 Noten. Dort kann mal wenig Raum sein oder viel Raum. Dort hat zu tun mit was von Toonstrakj wir haben. Wir wollen anfangen mit 2 einfachen Toonstrijken, der Hoofdtoon und Vollentoon. Ein Hoofdtoon ist eine Toonstrakj, wo die Noten einer voetsbezieht den anderen sind. Ab einer Jittoa sind die Hacks ein Hoofdtoon überein. F ist ein Hoofdtoon mehr als I. C ist ein Hoofdtoon mehr als B. Und wir können alle wehen Hoofdtonen spielen. Laatst reden wir von einem Toonladder. Dort spielt wie jeder Hack ab alle 6 dreht. Dort sind alles Hoofdtonen, was wir durchspielten. Jeder von den Noten ab einer Jittoa kann der Grundton sein für ein Kord, aber wir wollen bloß anfangen mit den Noten, was wir bis nu geleerd haben. Ein Vollentoon ist 2 Hoofdtonen taubgestellt. Wenn wir die C-Note spielen, in ein Hoofdtoon und nach ein Hoofdtoon abgehen, spielen wir nu ein Vollentoon. Dort ist die D-Note. Von C bis D. Dit können wir auch alle wehen ab den Hackerbrett spielen. Dort ist bloß 2 Hoofdtonen oder 2 Hacks überein. Alle Noten in Musik passen taub in Oktaven. Ein Oktav ist eine Sorte von 8 Noten von einer Note bis der nächste Note mit derselben Namen. Hier können wir sehen, was ein Oktav ist. Wenn wir mit der C-Note anfangen, spielen wir die Noten, was wir geleerd haben. C ist Nummer 1, D ist 2, I ist 3, F ist 4, G ist 5, A ist 6, B ist 7 und C ist 8. Wir sind nu von einer C-Note bis der nächsten C-Note gekommen. Je werden dort vielleicht an, als wir mehr Dreh durchspielten, dort welche Noten haben dieselbe Nummers. Dort sind dieselben Noten, die sind bloß 1 oder 2 Oktaven überein. Korden sind gemerkt von welchen sind Noten als dit. Noten werden gespielt von A bis G und fangen weiter an mit A bis G und so weiter. So passiert das auch, wenn wir etwas rasch gehen. Wenn wir alles Hoofdtonen spielen, sind dort 12 Hoofdtonen in ein Oktav. Wenn wir alles in Vollentonen spielen, sind dort 7 Vollentonen in ein Oktav. Nu dort wir haben von Toonstrijken in Oktaven geleerd,
kennen wir von lastige Korden lernen. Ein lastige Kard ist ein Kard, wat voll, mutig oder lastig hiert. De eerste aantal Korden, wat wir wollen lernen, sind lastige Korden. Wie weit de meeste van de Leute, wat wir kennen in lernen spielen, sind mit lastige Korden geschrieben. Wir reden erst von wo Korden werden verschiedene Noten, wat in Harmonie passen. Wir wollen auch lernen von de Tonlader, wat ein besonderen lastigen Kard braucht. Wir haben all eier von Tonladeren geredet, und dort ist bloß ne solst Noten, wat ein Ton nab oder rauf können. Zum Karden verstehen ist dort gut zum auch de Tonladeren lernen. Lastige Tonladeren sind solche, wat Noten haben, wat mit lastige Karden passen. Und de Karden brauchen welche von diesen Noten zum Spielen. Zum lastige Tonladeren spielen, mat wir welche Hoofdtonen in volle Tonen brauchen. Alle lastige Tonladeren spielen wir in eine besondere Ordnung, und dort ist so als dit. Grundton, volle Ton, Hoofdton. Volle Ton, volle Ton, volle Ton, Hoofdton. Mit einer Jittoa können wir auch sagen Grundton, 2 Hacks, 2 Hacks, 1 Hack. 2 Hacks, 2 Hacks, 2 Hacks, 1 Hack. Wir spielen alle lastige Tonladeren so als dit. Wenn wir die lastige Sei-Tonlader nachspielen, fangen wir an mit Sei und talen nach. 2 Hacks oder ein voller Ton, die. 2 Hacks oder ein voller Ton, I. Ein Hoofdton oder ein Hack, F. 2 Hacks oder ein voller Ton nach ne G. 2 Hacks oder ein voller Ton nach ne A. 2 mehr nach bat bei. Und ein Hoofdton nach bat sei. Wenn wir die lastige Die-Tonlader wollen spielen, brauchen wir gleich diesen Model und fangen bloß mit Die an. 2 Hacks nach, 2 mehr nach, ein Hoofdton nach, ein voller Ton nach, ein voller Ton nach, 2 mehr Hacks nach und ein Hoofdton nach, bat die. Wenn wir so aus den Oktaven spielen, meint das, dass wir wollen welche Hacks brauchen, die wir nicht alle gebraucht haben. Dort ist ein Don't. Wir wollen bald mehr von den lernen. Lastige Karten haben hauptsächlich 3 verschiedene Noten dabei. Diese Noten haben besondere Tonstreichen dazwischen. Wir haben all von den vollen und halben Tonstreichen gelehrt, nu wollen wir noch von 2 mehr lernen. Dort sind die Drittel- und Fünftel-Tonstreichen. Alle lastige Karten haben diese 3 Noten, den Grundton, den Drittelton und den Fünftelton. Der Drittelton ist so genannt, weil es dort die dritte Note ab ist von den Grundton. Wenn wir mit Sei anfangen, ist Sei die erste Note oder Nummer 1. Wenn wir nu an dort lastige Oktav abtalen, teilen wir nu ab bei den dritten Ton. Der zweite Ton ist Die, der dritte Ton ist dann I. Der Fünftelton ist so genannt, weil es dort 5 Noten ab ist von den Grundton. Weil wir weiter nur dort 2 Oktav kicken. Sei ist Nummer 1, Die ist Nummer 2, I ist Nummer 3, F ist Nummer 4 und G ist Nummer 5. Zum die Sei-Kart spielen, spielen wir dann die Sei, I und G-Noten taub, so als dit. Wir brauchen aber nicht bloß ein Oktav auf einmal spielen. Mit einer Jittoa wollen wir etliche Oktaven taub spielen. Wenn wir diese 3 Noten spielen für die Sei-Kart, spielen wir noch einmal nicht die erste bedreht. Aber wenn wir an der nächsten Oktaven auch spielen, spielen wir weiter dieselben Noten, bloß ein Oktav höher. Dann müssen wir die Sei-Note spielen in die I-Note. Dann hört sich dort so aus dit. Wenn wir diese Noten spielen, ist dort nicht nötig, dass die immer in dieser Ordnung stehen. Vielleicht wollen wir ein von den Noten in ein Oktav nicht spielen und über ein Oktav nach oder rauf die Note spielen.
Wir können so diese 3 Noten spielen, zodat het das beste uitkomt zum Korden spielen op de Jittoa nek. Wir sind veel Musikj Lia durchgegaan van deel. Tom dit even kan je de sei lastige Kord toonlader durchspielen, zoals we eerst proefden. Wanneer je dat eerst kennen, fang abspielen, proef dat dan raufspielen. Je kan ook proeven de sei-Kord spielen. Nächstes Mal wollen wir mehr verschiedene lastige Toonladers nu zijn en verschiedene Musikj Lia wat du bipasst. Sei Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese plottige Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr wellig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antworten, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.